Bergen-Belsen. Was haben Sie dort mit euch gemacht? Dort war die Höhe. In Ravensbrück war, kann man sagen, keine Hoffnung nicht mehr haben. Für nichts mehr. Aber das war relativ noch bisschen zum Leben, was du gearbeitet hast. Nicht? Du hast gearbeitet, deine Arbeit gemacht und du hast da trotzdem ein bisschen was gegeben. Aber Bergen-Belsen müssen auch kommen dort mit den Holzpantoffeln. Schnee war noch kalt. Der Schnee. Ich war schon krank, mas Meine Schwester und die Picha von Margareten trugen mich, eine so und eine so. Sie nahmen mich unter den Achseln und gingen mit mir. Und sie durften uns nicht sehen, denn wenn sie mich gesehen hätten, hätten sie mich erschossen. Als die Aufseherin zu mir kam, haben sie mich ausgelassen und ich konnte noch ein Stück gehen und dann fiel ich zu Boden. Da waren wir alle schon halb tot. Meine Schwester konnte noch stehen und ein wenig reden. Die Steffi war meine Rettung und dann war die Befreiung. Eine Woche waren wir dort. Ohne Wasser, ohne Bett, ohne Essen, nicht zum Sitzen oder Stehen. Diese Baracken waren abgebrannt. Und als wir dort ankamen, so muss ich es erzählen, von Weitem sahen wir hohe Berge von Holz und dachten uns, dass es uns jetzt nicht mehr kalt sein wird und wir heizen können. Aber weißt du, was das war? Das waren die Toten. Eine Schicht mit Holz, eine Schicht mit den Toten. Mit Öl wurden die Toten beschüttet und angezündet. Und als wir das sahen, die Toten stellten sich auf, als ob man Hühner in den Ofen steckt. Es hat sehr gestunken. Zu meiner Mutter sagte ich immer, dass sie die Tiere eingraben soll, denn sie wusste schon warum. Sie gab aber nichts in den Ofen.